Also wenn Sie in der Lage waren, an diesem Donnerstag, am 1. Mai, Feiertag, niedriger Strombedarf, ne, sieht man auch an der schwarzen Kurve. Wenn Sie da in der Lage waren, eine Kilowattstunde zusätzlich aufzunehmen, dann haben Sie dafür 50 Cent bekommen. Also Sie haben den Strom bekommen und nochmal 50 Cent obendrauf. Das ist total verrückt. Und das ist natürlich auch Unsinn eigentlich für in einer Volkswirtschaft, ja mit Aufwand ein Gut zu produzieren und dann am Markt dieses Gut nicht verkaufen zu können, sondern noch Geld dazu zu bezahlen. Stellen Sie vor, Sie gehen auf den Markt und Sie kaufen ein Kilo Äpfel und dann sagt der Händler zu Ihnen, nämlich, Mensch, danke, dass du die Äpfel nimmst, hier sind noch 10 Euro. Also das ist ungefähr so eine Situation. Ja. Das macht relativ wenig Sinn. So, wie kommt das jetzt zu diesen negativen Preisen? Das will ich kurz zeigen. Grundsätzlich, die Merit Order funktioniert so, das ist hier eine Schemazeichnung, die ist prinzipiell richtig, aber auch sehr vereinfachend. Es geht um Folgendes. Wir gucken pro Stunde, eigentlich pro Viertelstunde inzwischen, wie ist wohl der Strombedarf auf Basis von Prognosen. Ja, hier jetzt in diesem Beispiel ist der Strombedarf dann 64 Gigawatt. Ja, und wie diese Gigawatt Leistung für diesen Zeitabschnitt, also diese eine Stunde gedeckt werden können, das sieht man hier in dieser Sortierung. Wir nehmen die Kraftwerke, die nichts kosten oder sehr wenig kosten, nach links und dann langsam kostenweise ansteigen für mit der Erzeugungsleistung rechts dazu sortiert. Und dann ergeben sich so prinzipielle Einsortierungen. Die erneuerbaren Energien sind hier sehr günstig vorne zu null. Dann kommt hier so ein bisschen Kernenergie in Deutschland jetzt ja nicht mehr. Wir haben es abgeschaltet. Braunkohle, Steinkohle und dann die Gaskraftwerke. Gaskraftwerke immer hinten, weil das tatsächlich der teuerste Brennstoff ist. Das sind die höchsten Stromerzeugungskosten. Jetzt passiert Folgendes. Wir gucken, wo ist das letzte Kraftwerk, das noch gebraucht wird, um diesen Bedarf zu decken. Wir nennen es das Grenzkraftwerk, das strompreisbestimmende Kraftwerk. Das bestimmt jetzt nämlich für diese Zeiteinheit, sagen wir mal, es ist eine Stunde, den Strompreis für diese Stunde. Also wenn das jetzt hier 64 Gigawatt sind in diesem Beispiel, und das ist hier ein Steinkohlekraftwerk, das braucht, um kostendeckend zu produzieren, 35 Euro pro Megawattstunde. Hier in diesem Beispiel, 30, ne? Ja, 30 Euro pro Megawattstunde in diesem Beispiel. Dann würde das jetzt heißen, für diese Stunde gilt 30 Euro pro Megawatt während dieser Stunde für alle. Das letzte Kraftwerk kriegt gerade das Geld, was es braucht, um kostendeckend produzieren zu können. Alle anderen hier vorne ähm, produzieren günstiger und haben einen entsprechenden Gewinn gemacht. Und die Merit Order soll uns helfen, dass wir immer von den günstigsten Kraftwerken zuerst Gebrauch machen.